Yo Leute, was geht? Herzlich willkommen zurück hier auf dem Zwei-Kanal. Adissimo, ich bin Adi. Moin Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zurück auf dem Zwei-Kanal. Auf dem wunderschönen Zwei-Kanal zu einem kleinen Real Talk-Video. Ich habe mich hier einfach vor den PC gesetzt, OBS angemacht und laber jetzt ein bisschen hier einfach rein. Es ist mal wieder ein klassisches Adi-Live-Update. Ich quassel irgendwas ins Mic rein. Das heißt, setzt euch hin, macht Kopfhörer rein, spielt irgendwie Darts. Oder macht irgendwas anderes, räumt die Küche auf. Räumt einfach mal die Küche auf, ist auch immer gut. Genau, ich setze mich hin, ich wollte ein bisschen drüber labern, was abgeht. Das Jahr hat begonnen. Wie sieht es mit Streaming aus? Was ist dort? Podcast, dies, das, Ananas. Es gibt ein paar Themen, über die ich reden will. Und ich finde, der Zwei-Kanal ist immer so eine geile Plattform, wo ich da einfach so ein bisschen reden kann. Und dann lade ich das hoch und dann ist es draußen. Und dann passt das, genau. Allgemein... Wieso ich auch diese Videos mache und irgendwie in letzter Zeit öfters, ich weiß nicht, wann ich das letzte gemacht habe, vor ein paar Monaten, glaube ich, aber irgendwie ist so bei mir ein bisschen das Klassische passiert, was oft bei YouTubern oder so passiert, was ich irgendwie ein bisschen schade finde, dass man irgendwie so ein bisschen den Draht zur Community irgendwie so ein bisschen verloren hat, was daran liegt, dass ich nicht mehr so viel streame, weil Stream war schon so immer dieses Ding halt, wo man obviously mit der Community am meisten connected, weil man kann Fragen beantworten, man redet über Sachen, über die man nie in Stories reden würde, nie im Podcast beredet, weil man im Stream einfach irgendwie Zeit hat, alles zu bereden. Und irgendwie habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass so ein bisschen diese Connection verloren gegangen ist, was ich ultra schade finde, wo man irgendwie auch nicht ultra viel dagegen machen kann, außer ich könnte mehr streamen oder, ne, ihr wisst, wie ich meine, ihr checkt meinen Punkt so mäßig. Ich meine, der Podcast ist immer noch da. Oder ist da gewesen, um so ein bisschen darüber zu reden. Zum Podcast kommt man nachher nämlich auch noch. Aber ja, irgendwie habe ich so ein bisschen das Gefühl, ist diese Distanz, oder gibt es da so eine Distanz, was ich ultra schade finde, weil irgendwie das immer so geil war. Man hatte so diesen Kern, der auf Twitch war, mit dem man geredet hat, der immer da war. So diese Ultra, so würde ich jetzt sagen. Auch ein bisschen weirde Leute, dass man Ultra ist von Adi. Aber naja, so war's. Ja, das wollte ich sagen, dass ich irgendwie so ein bisschen das Gefühl habe, dass diese Distanz verloren ging und ich will gucken, wie man das am besten wieder zurückbekommt. Ob die Lösung ist mehr Stream, ob die Lösung ist mehr Videos auf dem Zwei-Kanal, mehr Insta-Stories, obwohl irgendwie Insta-Stories auch so, Digga, Insta war für mich immer so die Plattform, wo man eine gewisse Anzahl an Followern hatte und diese Follower haben alles gesehen. Und seit Insta halt jetzt seit 1,5 Jahren mit Reels so ein bisschen Dings hat und jetzt auch halt Stories seit neuestem, ich glaube alle Creator kennen's, aber vielleicht auch privat. Ich weiß gar nicht, wie das für Leute so für euch ist, für das Fußvolk, Digga. Nee, wie das bei euch ist so, ob das bei euch auch ist mit Stories, dass Stories extrem schwanken, weil halt Insta auch angefangen hat, Stories zu bewerten anhand der wie interessant die Story ist, was passiert, wie schnell Leute wegschalten. Das heißt, wenn Leute schnell wegklicken, wenn du jetzt ein YouTube-Video ankündigst oder ein Placement hast oder so, dann klicken ja obviously mehr Leute weg, ist ja klar. Ich auch bei anderen. Aber Insta hat halt damit angefangen, seit 1,5 Jahren, dass Stories gerankt werden. Das heißt, früher hattest du, egal was du gepostet hast, ob das irgendwie ein YouTube-Video war, eine private Story, ein Backflip, du hattest immer so ungefähr gleiche Views und Insta ist halt crazy geworden mit Insta-Story-Views. Das heißt, das wird alles analysiert und seit dann ist Insta irgendwie auch nicht mehr so, finde ich zumindest, diese Plattform, wo man so der Community ultra nah ist, was es irgendwie mal war, aber dadurch, dass Insta jetzt auch ein bisschen wie TikTok ist, wie Snapchat ist, bla bla bla, ist da so die Connection, auch ein bisschen weiter weg. Was ich empfehlen kann, klingt ein bisschen dumm, ist auch ultra goofy. Ich weiß noch nicht, ob ich mich dafür schämen soll oder nicht, aber irgendwie existiert es und es macht Bock. Und zwar Snapchat. Ich habe Snapchat, ich habe dort, glaube ich, so 150.000 Follower. Und auf Snapchat, gerade wenn ich unterwegs bin, zu Hause tatsächlich nicht so oft, aber Hahnkammrennen, Island mit Alexis, ultra viele Stories rausgehauen. Also dort mache ich dann so 40, 50 Stories am Tag, weil auf Snapchat bin ich so, yo, da sind Leute, die folgen mir, weil die irgendwie mich besser kennenlernen wollen oder so. Deshalb folgen die mir auf Snap und da baller ich alles in die Story rein. Also wirklich, ich lade einfach alle Bilder hoch, irgendwelche Videos. Ist komplett scheiße alles, aber ich glaube, ist geil so für die Leute dort zum Angucken, ist so ein bisschen privater. Das heißt, wenn ihr das sehen wollt, folgt auf Snapchat rein, dann seht ihr das. Ja, genau, aber das ist so das mit der Distanz. Ich glaube, ihr checkt es, ne? Ihr seid nicht dumm, ihr checkt es. So, was ist dieses Jahr? Lass mal dieses Jahr ganz kurz ein bisschen durchgehen. Was ist dieses Jahr passiert? Ich habe wirklich gedacht, no joke, yo, ja, 2024, ich starte wirklich mal chillig rein und ich bin alles andere als chillig reingestartet. Wir waren in Wien über Silvester. Direkt nach Wien war der Darts Creator Cup. An dieser Stelle auch nochmal großes Herz, Liebe
an alle, die den Darts Creator Cup geguckt haben. Die Videos auf dem Zweitkanal sind für meine Verhältnisse relativ dumm gegangen. Ich glaube, das Highlight-Video hat so 130.000 Aufrufe, das Finale 60.000, 70.000. Die anderen Videos haben auch gute Aufrufe bekommen. Hat mich wirklich gefreut, weil Paul und ich nicht wussten, ob das wirklich ankommt, ob das wirklich geguckt wird. Klingt so ein bisschen dumm, aber wir haben das gemacht und wir haben gesagt, ey Digga, es kann sein, dass 500 Leute zugucken und dann ist es halt so, ne? Aber irgendwie wurde gut geguckt, hat wirklich ultra Bock gemacht. Das heißt, Darts Creator Cup 2025 kommt und dieses Jahr noch 2, 3 andere Events, die auch so in die Richtung Sport gehen, weil Sport mir einfach auf Twitch ultra Bock macht. Ich habe schon immer viel Tennis gestreamt mit Milo auf Twitch, ich habe schon Curling gestreamt, Skifahren gestreamt. Ich mag Sport allgemein und so Sport-Events ultra geil. Da kommt das eine oder andere auf euch zu. Okay, dann war Darts Creator Cup. Dann bin ich direkt mit Paul und Milo nach Österreich in die Berge gefahren. Dort haben wir so Workation-mäßig gemacht, bisschen gechillt Videos gemacht, war eine sehr geile Zeit. Dann kurz zu Hause gewesen. Dann war das Hahnkammrennen, also Kitzbühel. Ultra geile Videos geworden. Wir haben wieder den Schneestuhl gebaut. Wir haben uns einen reingetrunken, Paul und ich. Paul und ich hatten die beste Zeit dort. Hat ultra Bock gemacht. Küsse gehen nochmal raus an das Hahnkammrennen WWP. Vielen Dank für die Einladung. Ich komme nächstes Jahr sehr, sehr gerne wieder. Macht immer ultra Bock. Das war sehr, sehr geil. Dann danach, glaube ich, direkt nach Hause. Dann hatte ich einen Dreh den ganzen Tag für ein Projekt. Dann nochmal einen Tag zu Hause. Dann glaube ich, nee, das war noch nicht Island. Was war dann? Warte mal. Ich muss in meinen Kalender gucken. What the fuck? Ich war noch irgendwo weg. Ach so, Largs. Stimmt, Largs. Ich bin zurückgekommen. Dann war mein Geburtstag. Oder war mein Geburtstag vor Hahnkamm? Auf jeden Fall, dann war noch mein Geburtstag. Ich bin 25 geworden. Vielen Dank an alle, die mir gratuliert haben. Dann Hahnkammrennen, dann zurückgekommen. 2 Tage später oder 3 Tage später bin ich nach Largs gefahren. Dort haben wir Papa Platte überrascht. War eine funny Aktion. Waren noch 2 Tage in Largs, haben Stuff gedreht. Dann zurückgekommen, 1 Tag zu Hause gewesen und dann ging es direkt nach Island für Alexis Around the World. Da haben wir aus Island 4 Tage am Stück gestreamt aus Island. Ich weiß nicht, wie das die Produktionsfirma mit dem Internet gemacht hat. Wir haben gestreamt, wir waren bei einem Geysir, beim Gletscher, in Reykjavik, Schneesturm, ultra geil beim Schwarzen Strand. No joke. Island, glaube ich, bis jetzt für mich das schönste Land, in dem ich jemals war. Ultra geil, hat ultra Bock gemacht, war aber auch ultra anstrengend. Ich bin immer noch krank seit Island. Wir haben auf Island, ich bin ein bisschen früher angereist, haben wir noch ein Musikvideo gedreht für Wie bist du, meinen neuen Song, der draußen ist, könnt ihr auch anhören. Ja, ihr wisst, ich will gar nicht so viel Werbung machen. Haben wir das Musikvideo gedreht, Shoutouts an Leon, hat auch ultra Bock gemacht. Und jetzt bin ich zurück, war 4-5 Tage krank, bin jetzt wieder einigermaßen fit und heute Abend geht's nach Hamburg, denn ab morgen bin ich mit Trimax, Niki, Noah, Chef Strobel, Kuba, noch ein paar anderen Leuten in Polen und dort machen wir was sehr Geiles. Wir machen so eine Kälte-Challenge. Das heißt, wir haben viel Meditation, mentales Training, dann haben wir Eisbaden und dann werden wir, glaube ich, für irgendwas von Max, das wird, glaube ich, so eine Serie beim Max-Kanal, werden wir nur in kurzen Hosen auf 2.500 Meter hochlaufen, bei Schnee, bei Wind, nur in kurzen Hosen und Schuhen, dann oben ein Eisbad nehmen und wieder runterlaufen. Also nochmal voll rein in das körperliche Extremerlebnis. Aber ich habe ultra Bock drauf. Ich liebe so Challenges. Und ja, genau, dann danach wieder nach Hause und dann geht's weiter. Also ich dachte, 2024 wird irgendwie chillig starten. Ist irgendwie tatsächlich gar nicht so chillig gestartet, wie ich gedacht habe. Ich war nur unterwegs. Ist sehr, sehr viel passiert. So, das ist passiert. Ich hatte den Punkt mit Community. Podcast. Der Podcast hat eine Winterpause gemacht und der Podcast wird zurückkommen. Aber nicht so, wie ihr denkt, beziehungsweise nicht so lange, wie ihr denkt, aber er wird zurückkommen. Es gibt eine Veränderung, eine einigermaßen große Veränderung. Da werdet ihr noch, also nichts zwischen Milo und mir, ihr werdet das von Milo und mir erfahren. Wahrscheinlich in der nächsten Folge vom Podcast. Wann die kommt, ist noch offen. Aber ihr könnt vielleicht schon denken, was passiert mit dem Podcast. Aber das werdet ihr erfahren. Genau, der Podcast kommt auf jeden Fall noch einmal zurück. Dann werdet ihr erfahren, wie es da weitergeht. Genau, Podcast. Es ist viel passiert, ich bin viel unterwegs. Ich will wieder gerne streamen irgendwie. Ich habe mir immer vorgenommen zu streamen, habe gesagt, heute Abend streame ich und dann irgendwie so kurz vorm Stream war es dann immer so, nee,
bin irgendwie müde, ich habe keinen Bock drauf, ich habe jetzt keinen Bock, mich hier hinzusetzen und dann so auf Krampf irgendwie zu reden und zu streamen und keine Ahnung was, ohne dass ich wirklich Bock habe. Aber ich will das irgendwie wieder mehr reinbekommen. Ich will wieder regelmäßig Videos auf dem Zweikanal machen. Der Zweikanal finde ich ist ultra geil. Auch wenn da die Views jetzt nicht immer ultra big sind oder bla bla bla, ist der Zweikanal irgendwie so, das gucken sich die Leute an, die sich mehr mit mir befassen. Das ist mal eine Reaction, das ist mal ein kleiner Vlog. Und mir macht das irgendwie Spaß. Und da will ich gucken, wie ich das hinbekomme, dass ich das alles, also von TikTok, Insta, Snapchat, YouTube Hauptkanal und der Zweitkanal plus Twitch, wie ich das alles unter den Hut bekomme, mit noch ein bisschen Musik, mit noch unterwegs sein, so dass ich nicht einen Burnout habe in 4 Wochen so mäßig, ne? Weil ich merke ja schon auch, wenn ich ultra viel unterwegs bin, dass es einfach, Reisen ist einfach anstrengend. Man denkt immer so, ja, okay, Reisen cool, dann ist man da. Reisen ist ultra fucking anstrengend. Du musst immer im Kopf haben, wann du wo sein musst. Du sitzt einfach viel rum, du machst nichts. Es ist ein Tag verloren. Dann kommst du zu Hause an, bist müde, pennst, bis am nächsten Tag vielleicht so halbfit und so. Wirst oft krank, wenn du reist. Das heißt, Reisen ist cool, weil ich liebe diese Events, ich liebe es, unter Leuten zu sein, ich mag das voll, das tut mir auch irgendwie gut, aber dann komme ich nach Hause und dann bin ich auch oft so 1-2 Tage in so einem Loch, in so einem Social Battery After Event Loch, weil ich bin so ein Mensch, wenn mir was gefällt, dann gehe ich darin ultra auf und wenn ich bei einem Event mit Niki bin, oder wenn ich jetzt nach Polen gehe mit Niki, dann weiß ich, dann werde ich dort 4-5 Tage ultra viel Energie haben. Ich kann 3 Stunden pennen, ich habe die beste Zeit. Aber wenn ich dann zurückkomme, falle ich immer in so ein Loch rein für 2-3 Tage. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Wo ich wieder so rechargen muss, bis ich wieder so auf der Linie bin, you know? Und dort muss ich gucken, wie ich das so am besten hinbekomme. Weil ich glaube, ich habe schon immer noch Bock zu reisen, aber ich muss schon ein bisschen gucken, oder ich will für mich persönlich ein bisschen gucken, was lohnt sich wirklich, wo kann ich wirklich auch Content machen und was ist einfach nur, weil ich so das Gefühl habe, boah, ich habe FOMO und ich will unbedingt dorthin, aber wenn ich dann dort war, ist es eigentlich so mittelmäßig geil gewesen. So, ne? Da will ich ein bisschen gucken, wie kann ich das besser strukturieren und dann wird das wahrscheinlich auch klappen. Genau. Das waren so grob meine Worte. Dieses Video hat jetzt nicht so eine fette Aussage, so guck, XY, ich bin viel unterwegs, ich mache mein Ding, ich habe wieder Bock mehr zu streamen, ich habe Bock wieder ein bisschen mehr mit der Community zu connecten. By the way, auch Shoutouts an diese 86 Leute, die immer noch Subs sind auf Twitch. What the fuck? Ich küsse eure Herzen. Ja, genau. Mal gucken, was passiert. Es passiert auf jeden Fall sehr, sehr viel. Es sind viele Projekte im Gange. Zum Beispiel auch ein Marathon, den ich rennen werde, fix im April. Mit einer sehr, sehr geilen Partnerschaft, die auf euch zukommt. Da freue ich mich ultra drauf. Marathon, irgendwie, ich liebe so, ich habe jetzt dieses Jahr auch so, nur für dass ihr das checkt, ich habe dieses Jahr, glaube ich, einmal getrunken. Ich habe einmal getrunken und zwar beim Hahnkammrennen am Samstagabend bei der Gala. Es war so eine Gala mit Anzug und so, schickimicki alles. Ultra funny. Dort habe ich einmal getrunken, aber seit dann dieses Jahr nie getrunken. Ich achte auf meine Ernährung, ich probiere irgendwie das alles so irgendwie. Letztes Jahr war ultra geil, aber ich habe gemerkt, Digga, ich habe einfach so ein bisschen Fuck gegeben auf meinen Körper, wie ich lebe und so, und da will ich wieder so ein bisschen mehr Struktur reinbringen. Ich will immer noch feiern, ich will immer noch eine gute Zeit haben. Ich bin nicht jemand, der dann sagt, nee, da habe ich gar keinen Bock drauf. Ich glaube, man kann das alles geil unter den Hut bringen, dass es irgendwie gesund ist, irgendwie Bock macht, irgendwie Sinn macht, und das probiere ich hinzubekommen. In dem Sinne, Leute, vielen Dank an alle, die immer meine Videos gucken, TikToks gucken, auf Insta am Start sind. Guckt auf Snapchat vorbei, wenn ihr so ein bisschen mehr Einblicke haben wollt. Ich probiere wirklich wieder mehr zu streamen. Ich habe Bock drauf. Ich weiß nur nicht, wie ich das genau anstellen soll. Ich glaube sogar, dass so ein fixer Streaming-Tag, wenn man sagt, yo, Sonntagabend, wenn ich zu Hause bin, wird gestreamt. Wie früher, das habe ich früher so gemacht. Und das hat eigentlich ultra gut funktioniert, weil dann wissen die Leute, yo, Sonntagabend ist man da, ich weiß, Sonntagabend ist Stream, bupp, dann plane ich das so ein. Mal gucken. Schreibt in die Kommentare, was ihr darüber denkt. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder so, dann kann ich noch ein anderes Video machen, wo ich die Fragen beantworte. Aber that's life momentan. You know, life is good. Ich küsse eure Herzen für den Support. Wir sehen uns beim nächsten Mal hier oder irgendwo anders. Küsse, Digga. Tschüss. Ciao, 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 ciao.